All you need is love. Dip, 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 do. All you need is love. Dip, 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 do. Servus und Habedere, liebe Liebenden, heute zum 14. Februar, Valentinstag. Und mit wem kann ich diesen besonderen Tag besser verbringen, als mit meiner großen Liebe, dem Kani? Oh, ist das cute. Voll, das oder? Also sowas Süßes hast du, glaube ich, noch nie zu mir gesagt. Glaube ich nicht. Das aber ist schon, aber also, zumindest haben sie jetzt mal alle gehört. Ja, jetzt habe ich es mehr oder weniger schwarz auf weiß. Das passt. Ja, so ungefähr. Da klang ich da im Hardline auf alle Fälle ein paar Mal öfter hin, das mal. Bitte darum. Aber hallo, das ist schön. Ja, definitiv. Ja, und gerade für den heutigen besonderen Feiertag der Liebenden haben wir uns einen ganz tollen Film ausgesucht, und zwar My Bloody Valentine, das Remake von 2009. Und Conny, um was geht's denn da in diesem ganz leckeren Film? Das sagt dir der Titel schon. Das stimmt, das ist ein Slasher, gell? Da sagt ja nicht der Titel dann schon alles. Und ja. Gut, dann haben wir's, oder? Ja, sind wir fertig? Können wir jetzt auf die alte aufsteigen, weil es ist ein Valentinstag. Es ist Valentinstag, genau. Das ist dann der Tag, wo du fast musst. Ja, da darfst du nicht gerade, da musst. Da kannst du nicht aus. Nein, das ist die regt mich wer auf die Gaudi da oben, mein Gott. Unfassbar. Das sind wieder 3 Minuten von dem Leben, wo du nie mehr zurückkriegst. Ja, aber nur, wenn ich kuschelt. Vorher, nachher, dazwischen. Sonst bin ich schneller fertig. Schnellste Colt im Wilden Westen, weißt du sie. Ja, er kommt schneller als sein Schatten, oder? Ja, genau. John Wayne-Style, ich schieße aus der Hüfte, hat KZ gesagt. Ja, My Bloody Valentine ist ein Remake vom 1981er My Bloody Valentine, oder? 81, sage ich es richtig? Ja, genau. Genau, und wir haben da ein 10-jähriges Jubiläum in Film. Es gab nämlich damals einen Mineneinsturz, und der einzige Überlebende da drin, der Harry Warden, meine ich, heißt er, genau, hat dann ein bisschen randaliert und mit seiner Spitzhacke, was weiß ich, 20 Leute oder so niederkackt. Und das hat geheißen, immer wieder, wenn der Tanzabend, das war so was im Original, Entschuldigung, habe ich kurz einen Schmarrn verzeiht. Weil im Original war es so, wenn sie wieder so ein Festel machen wie damals, dann kommt der und bringt's um, gell? Ja. Und das haben wir aber jetzt so nimmer. Diesmal hat der Tom noch mit überlebt, gespielt von einem unglaublich gut aussehenden, wie heißt der? Jensen Ackles. Oh, yeah. Da denke ich mir immer schon, dass der nicht homosexuell ist, weil er war nämlich auch homosexuell. Das war der zweite Grund nach dem Henry Cavill, warum es werden wird. Oh, das ist so viel Liebe in der Episode, das ist Wahnsinn. Ja, aber hallo, Liebe ist ja für alle da. Das stimmt. Aber für mich wird er einfach immer der Dean bleiben aus Supernatural. Ich sag's, wie es ist. Auch bei The Boys sehe ich ja auch dabei und so, ja. Aber für mich wird das immer der Dean sein, seien wir nicht besser. Da er in Bloody Valentine sogar die gleiche Jacken wie in Supernatural oft anhat. Ja, 1:1 schaut er so aus. Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Vor allem, es ist ja zur selben Zeit, oder im selben Jahr ist ja auch das Remake von Freitag der 13. rausgekommen, bei dem der Jared Padalecki auch mitspielt, quasi sein Filmbruder oder Serienbruder aus Supernatural. Und der schaut ja auch gleich aus wie in Supernatural. Also das ist wie wenn die zwei Winchesters sie aufteilt hätten und der eine spielt im My Bloody Valentine mit und der andere bei Freitag der 13. Und ja, fand ich super. Ich sag die zwei gern. Ja, voll. Ja, ich mag die jetzt auch gern. Die darf ich gerne öfter singen. Aber zurück zum Ablauf vom Film. Tom Henniger überlebt die ganze Gaudi damals und kommt nach 10 Jahren wieder zurück nach die komische Stadt, wo sie auch immer waren. Und ja, wieder allen Erwartens passiert da auf einmal wieder ein blutiges Gemetzelchen mit Spitzhacken-Action. Aber hallo. Ja, da musst du eigentlich gar nicht wissen zu der ganzen Thematik, weil wie der Mike vorher schon gesagt hat, das ist ein Slasher, der Titel sagt eigentlich alles, und My Bloody Valentine 3D nimmt das Bloody auf alle Fälle sehr wörtlich, ja, und hat auch das 3D sehr wörtlich genommen damals. Vollgas. Warst du da dabei im Kino mit mir? Ja, du bist da mit mir mit dem Kopf zusammen. Ach, das war da schon im Minger, gell, wo es den Stecker durchs Beutel haut und wir sind zusammengerumpelt. Gleich am Anfang. Das war sogar das alte IMAX, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die haben nämlich damals Forum-Kinos oder so, hat das geheißen. Okay. Ich weiß aber nicht mehr genau, aber das war auf alle Fälle die Fahrt wert.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, nach wie vor der beste 3D-Film von allen. Also der hat so richtig Spaß gemacht und kitzelt aus dem 3D so richtig das raus, was man möchte, und das macht aus dem so richtig schöne Jahrmarktsattraktion. Voll, ja. Also am Anfang da, wenn es dem ersten Typen das Spitzhacke durch den Kopf haut und das Augen von außen schaut, und dann hast du mitten im Kinosaal ein riesiges Augen auf der Spitzhacke stecken vor dir und denkst, der Geil, jetzt nicht ohne Schlecker. Geil. Ja, aber eben bei dieser Szene, wo er dann die Spitzhacke wirft, da in die Autoscheiben, da haben wir ausgewichen quasi, und dann haben wir mit den Köpfen zusammen. Das war ganz lustig. Genau, stimmt. Das war halt mal, da sage ich geil, Alter. Immer her mit 3D, weil es war danach auch mit Final Destination 4 und 5. Die waren ja auch in 3D, das hat auch voll geil funktioniert im Kino. Aber dann die ganze andere Scheiße haut's ab, macht's nur geile Horrorfilme in 3D, wo man Unterkiefer entgegenfliegen und so ein Mist, aber den Rest könnt ihr euch schenken in 3D. Ja, und was kriegen wir? Blaue Menschgel. Ja. Und das nächste, bei Teil 3 kriegen wir einen rote Menschgel. Ja. Aber nicht schon wieder Avatar 2, bin ich schon wieder stinksauer. Farbenfroheit. Ja, das ist schon. Regie hat bei der ganzen Gaudi kein Unbekannter geführt, und zwar der Patrick Lussier, der im Genre recht bekannt ist. Der hat zum Beispiel einen von meinen Lieblingsfilmen gemacht, und zwar Drive Angry mit Nicolas Cage. Der war gleich danach, oder? Ich meine ja. Ich meine ja. Und was einmal sehr cool ist, also die ganzen Connections dazu, der Drehbuchautor ist ja der Todd Farmer, der in dem Film auch mitspielt bei My Bloody Valentine, und das ist der Truckfahrer, der quasi das Sextape aufnimmt. Geil, ich bin keine Nutte, jetzt bist du es schon. Der wiederum ist auch der Drehbuchautor gewesen von Jason X und spielt auch in Jason X mit, und ebenso auch in Drive Angry spielt er mit. Und bei seinem letzten Film von Patrick Lussier, der wohl leider ganz schlecht war, der Trick, da ist er auch als Autor dabei und als Sheriff. Also es ist ein wenig so eine Community, und der Todd Farmer schreibt immer die Gaudi und spielt dann auch sauber mit. Das ist egal, wenn der Schreiberling selber wenn der Schreiberling so eine Sexszene schreibt und sich dann selber diese Rolle praktisch zuweist. Der wollte doch einfach nur auf der Nocker umeinander hupfen, oder? Das wollte er doch. Ja, unbedingt. Ich weiß nicht, ob du den Film bis nach dem Abspann geschaut hast. Oder bis zum Abspann. Da kommt nur ein Danke an seine Frau, oder? Dass er das machen dürfen. Genau, ich habe sogar abfotografiert. Special thanks to Melanie Farmer for letting us get Todd naked. Super geil, finde ich super. Ist eine super Szene, finde ich. Also jetzt nicht gerade, weil eben da eine Nocker umeinander läuft, jetzt weiß ich gerade den Namen, wie wird's geheißen? Betsy Rue, oder war das? Oh, scheiße, mit Namen bin ich aber ganz schlecht. Irene, genau, richtig. Das finde ich, ist eine Weltklasse-Szene, wie es ihm dann eben nachläuft und er mit Knarre im Kopf wirft. Habe ich lachen müssen. Die ist nicht gerade erotisch, die ist auch lustig und danach halt auch ultimativ blutig. Voll. Und auch der geile 3D-Effekt, wenn es da die Waffen wirft und so. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie geht das bei dir? Du hast da jetzt auch in 2D angeschaut, oder? Weil du hast da auch kein 3D. Wie gefällt jetzt dir der Look von dem Film ohne dieses 3D-Gimmick? Ja, da musst du ein bisschen Abstriche machen, finde ich. Leider. Also, da hast nicht gar so die schöne Optik, wie du das im Kinocode hast. Ja. Macht aber mit viel Splattereien wieder wett. Irgendwann schaust du drüber weg, aber man merkt es auf alle Fälle auch, dass der halt voll auf 3D ausgelegt war. Ja. Und das ähnlich vom Battle her wie der 7. Saw, finde ich. Ja, genau. Das ist irgendwie so der TV-Look ein bisschen. Genau, ja. Ja. Nein, sehe ich genauso. Das ist, wie gesagt, im Kino voll geil funktioniert. Aber daheim, glaube ich, oder geht da einiges an Atmosphäre leider flöten. Das stimmt, ja. Das ist traurig. Aber der Film geht schon mal saugeil aus. Wenn ich da jetzt sehe am Anfang, wenn da der Harry Warden aus dem Koma aufwacht und dann siehst, was der schon alles gemacht hat, also da die 22 Leute aufgebrochen hat, die was du da im Ding siehst, im Krankenhaus, das ist ja Wahnsinn. Eine da mitten zweiteilt und die Herzen aus der Brust rausgerissen und so. Also wie sie das Krankenhaus hergerichtet haben, das ist schon mal mega saftig, ist schon mal eine richtig coole Einstimmung auf den Rest des Films. Ja. Und wir haben einen ganz coolen Menschen mit dabei, und zwar einen Tom Atkins, den jeder kennen muss aus The Fog oder Halloween 3. Den brauchst du, da freut mich sehr. Night of the Creeps ist auch dabei, oder? Ja, richtig, genau. Da irgendwann auch. zwei Nachrichten, oder? Eine gute und eine schlechte. Eure Dates sind da und die schlechte Nachricht, sie sind tot. Ja, genau. Sehr geil, sehr geil. Hast du das Original hast du sicher auch gesehen, oder? Ja, freilich. Wie findest du das Original? Ja, das ist einer von den besten Slasher, die ich kenne.
Also, den mag ich so dermaßen gern. Also, diese Atmosphäre, die der Film hat und auch in seiner Unrated-Version ist ja der dermaßen grob auch für die Zeit, für die Verhältnisse und auch sehr gut gemacht. Und, steht jetzt dem Film fast nichts nach. Also, ich mag die beide sehr gern und, ja, immer wieder gern. Voll, ja, ich habe mir jetzt auch zur Vorbereitung das Original und das Remake nochmal angeschaut. Und da muss ich auch sagen, die gehen nicht Hand in Hand und als welche von meinen absoluten Lieblingsslasher durch. Das ist, die machen immer wieder Spaß. Mein Gott, der Original, der hat zwar extrem dämliche Figuren drin, aber das ist einfach immer dieses 80er Kasperl-Getue da, mit der anderen wieder Cola schnupft. Und die geile Szene, wenn's dann rauffahren und dann sind alle voll deprimiert und leise und starr und keiner sagt mir was und er macht zum Stimmung auf, heute dann nochmal Cola schnupfen mit dem anderen Nasenloch und dann lachen sie wieder alle und sind glücklich. Ja, was soll denn das? Warum kann Mensch das sich so verhalten? Mit der Party und dann sind sie auf einmal wieder in dem Stollen und kein Mensch feiert eine Party irgendwo in einem Stollen und Aber gut, das, wie du schon sagst, das sind so Slasher-Stumpfheiten, die nimmt man einfach gern hier. Ja, und aber deswegen lieben wir auch die 80er-Filme, weil sie dämlich oft sind. Eben richtig. Aber es ist wirklich so, die Aufmachung als Minenarbeiter, das verleiht dem Killer dermaßen eine Brachialität und ein Auftreten, dass das jetzt mal wieder erfreut ist, wenn man den bei der Arbeit zuschauen darf. Also ganz stark. Also das sind ja riesige Kasten mit einer Gasmasken auf und dann mit der Spitzhacke. Also macht echt was her. Denke ich mir auch die ganze Zeit, ja, ist ein richtiges Monster. Voll. Dann kriege ich direkt Bock, dass ich selber eine Mini arbeite. Ja, gibt's sowas heute überhaupt noch? Ich weiß nicht. Auf alle Fälle, ich bin körperlich so beieinander, als hätte ich 20 Jahre in einer gearbeitet. Das stimmt, aber in einer ganz kleinen, wo du nur gegoogelt hast. Ja, Fälle. Das ist, das ist ein grausam gewesen, wie wir die geschunden haben. Was auch ziemlich cool war, weil ich hab ja staffelnweise auf Netflix, wie heißt's? Blacklist geschaut und da spielt ja auch die Megan Boone mit, die im Film auch die Megan ist, quasi das Hupferl vom Sheriff Palmer. Und es ist echt krass, wie jung die ist und ich habe echt die ganze Zeit überlegt, ja scheiße, woher kenne ich denn die? Bis ich dann noch mal gegoogelt habe und dann habe ich gedacht, ach scheiße, das ist ja die Megan aus Blacklist. Fand ich ja sehr cool. Ja, die haben allgemein so Namen, die man ein bisschen aus so Genre-Richtungen kennen, weil wir schon gesagt haben, mit dem Jensen Ackles und auch der Palmer, glaube ich, der war bei Final Destination 2, war er schon dabei. Das kann sein, weiß ich jetzt gar nicht schon, ja. Das Mann war der ist immer so, oder war er sogar beim Einser? Ich glaube, beim Einser war er dabei. Ach, das ist der, wo sich mit dem Tier und Saw prügelt, wo sie dann raus müssen vom Flugzeug, oder? Genau, beim Einser, okay. Genau. Und wie wir schon gesagt haben, Tom Atkins hast du am Start, also, das ist eine schöne Horrorriege und man merkt, dass der Fans am Werk sind, weil ich glaube sogar die ersten 2 Kills sind ja Hommagen an alte Slasher-Filme, weil die heißen Jason und Michael, die ersten 2. Sehr cool. Sowas mag ich immer. Ich mag das auch gern, ja. Und sie werden damit, das sind so typische Kills, wie es halt auch bei Halloween und bei Freitag der 13. Zum Singen sind. Ja, sehr cool. Hat bei dir das Verwirrspiel funktioniert? Bist du dem Film des Öfteren, gut, man hat ihn jetzt schon öfter gesehen und man weiß ja, wer der Killer ist, aber obwohl es das weißt, funktioniert das Verwirrspiel für die, wer jetzt quasi der Killer ist, ob es jetzt ist jetzt der Sheriff oder ist jetzt der Tom oder doch wieder ganz ein paar anderer? Nein, beim ersten Mal hat das noch funktioniert. Da, vor allem finde ich dann am Schluss eben das, wenn dann das Beitel noch drinnen ist, wenn es die Pralinenschachtel und dann wird es ja nochmal so draht, genau, dass es ja vielleicht doch wieder der Sheriff sein kann, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Bis zu dem Moment dann in der Mine, wo der Sheriff sagt, ja, dann schießt uns beide, und dann haben wir gedacht, ja, okay, dann kannst du es, dann glaube ich es dir jetzt, weil. Genau, immer dieser alte Gag. Der war in der Bibel schon so, gell? Ja, genau. Was ich aber auch sagen muss, eine von meinen Lieblingsszenen, quasi der Angriff im Supermarkt. Oh, Welt, da ist ja dann am Schluss auch so, dass quasi dann der Sheriff freikommt. Am Schluss quasi, wenn der Angriff vorbei ist, kommt der Sheriff um die Ecke und so. Du sagst, der war aber jetzt ganz schön schnell da. Das kann der jetzt auch gewesen sein. Also er hat ein paar so schöne Akzente gesetzt und ein paar so falsche Heringe. Was du sagst, ja, er probiert es wirklich, dass er einen Zuschauer da falsche Fährten lockt. Das war cool, ja, weil das mal ein bisschen in Anführungszeichen frischer Wind in so einem Slasher-Ding ist, weil meistens sind sie wirklich nach Schema F und du überlegst einfach nur, wer kann der sein, der Killer, wie bei à la Scream. Ja. Aber in dem Fall ist er da wirklich ein schönes an der Nase rumführen. Voll. Und da gibt's also die geile Stelle bei dem Supermarktangriff, wenn der Killer auf die Jamie King quasi hinhaut und trifft's dann quasi im Ausschnitt von ihrem Hemd. Ja. Und dann kann's quasi nicht weg und muss sich dann das Hemd aufreißen und so. Finde ich auch eine sehr coole Idee eigentlich.
Das war gut, ja. Und ich hab mir gedacht, wenn die geile Szene da mit dem scheiß Schlüssel, das setzt die geilen Klischee-Dinger einfach so, da so dass mich nicht nerven bei dem Film. Du hast sämtliche Klischees bedient, aber meistens war es mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, viele Filme bringen das so dumm um, das nervt einfach. Aber in dem Fall nichts mit Schlüssel runterfallen und dann nicht mehr in den Tee kriegen und die ganze umeinander gichteln, sondern es hat einfach so passt, dass du sagst, okay, das glaube ich jetzt in der Situation, wie es die machen, dass es einfach nicht schneller geht. Ja, es ist eine Stresssituation und da kann nicht einmal was schief laufen, aber sie so dämlich anstellen, das wären wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Das stimmt, ja. Und er hat ich weiß, es war ja 2009, du hast ja vorher schon gesagt, da ist ein zweites Remake rausgekommen, eben noch mit Freitag der 13. Ja. Und wann ist denn der Ding rausgekommen? Das Halloween-Remake und der Nightmare on Elm Street, die sind doch auch alle um den Dreh rausgekommen, oder? Boah, da müsstet ihr jetzt schauen. Also das habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Warum nicht? Für was habe ich die dabei? Ja, fragst du mich das jetzt, weil du das weißt, oder fragst du jetzt, weil du das selber nicht weißt? Na, weil man da irgendwie denkt, der Stil hat mich so erinnert an Freitag der 13. Der geht ja auch erstmal los mit einer fetten Kill-Orgie. Mhm. Und dann erzählt er die Geschichte weiter. Und genauso ist es bei Bloody Valentine auch. Und jetzt überlege ich nämlich gerade, ob es bei Halloween, der ist von 2007, sage ich gerade. Ja. Der war am Anfang auch gleich voll drauf gehalten, was Gewalt angegangen hat. Ja. Und Freitag sage ich schon, der Ding auch, der Nightmare on Elm Street, wenn sich der Typ das Messer in Hals reinhaut und selber aufschneidet. Ja. Von 2010 ist jetzt der. Das also stimmt schon, das ist alles hübsch nah aufeinander. Und irgendwie so ein ähnlicher Stil finde ich irgendwie, wenn ich mir die vier jetzt einmal heranziehe. Ja, auf jeden Fall. Was findest du von denen vier am besten? Ja, ich glaube, ich bin schon bei My Bloody Valentine. Aber gleich dahinter dann Freitag der 13., weil ich das Remake viel hassend, ne, wo ich diesen Hass auf dieses Remake nicht verstehen kann, weil er hat eigentlich so ziemlich alles verwurstelt, was man so aus seine Freitag der 13. Filme kennt und liebt. Und der ist blutig, der Jason, der gespielt wird von Derek Mears, ist ein Tier. Die Idee mit den Katakomben quasi, mit den Tunnels da, finde ich ziemlich cool. Mhm. Ja, ich mag den. Also am schwächsten ist natürlich Nightmare, wobei ich den auch nicht so hasse wie alle anderen. Das war mir eine andere Herangehensweise an die Thematik oder ein bisschen ernster. Mhm. War ja, der ursprüngliche Nightmare on Elm Street war ja eigentlich auch noch ernster. Das stimmt. Der ist ja auch erst ab dem 3. so zu dem Sprüche klopfenden Killer geworden. Ja, ab dem 3. wird es erst richtig gut. Das stimmt auch wieder. Aber das muss unter uns bleiben, das darf man nicht laut sagen. Warum? Das ist nicht allgemeiner Ton, also man muss immer sagen, dass das Original besser ist, aber mir gefällt der 3. am allerbesten vom Freddy. Ich müsste jetzt überlegen. Aber der ist noch gruselig, der hat aber auch die flotten Sprüche schon, der hat die Fantasy-Elemente drin, also der 3. ist der Beste und das darf man auch nicht sagen, dass ich einen 4. dann gleich drauf auch noch super finde. Also das ist dann schon MTV Freddy, das ist dann schon der totale Sprücheklopfer. Aber wir kommen jetzt total weg von unserem Minenarbeiter, gell? Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt aufhören mit der Dramerei und zurück zum Arbeiten ins Kohlewerk. Richtig, das ist sehr schön gesagt. Weg von der Dramerei und hin zum Arbeiten, das stimmt. Ja, genau. Apropos Arbeiten, ich finde es dann auch sehr cool, wenn's quasi schon weißt, dass der Jensen Ackles quasi der Killer ist. Mhm. Und dann hast du ja die Szene in diesem Bergwerk, wo er quasi vom Minenarbeiter, ich mache jetzt ja gerade mit Zeigefinger und Mittelfinger beider Hände, mache jetzt gerade diese Bewegung, eingespielt wird und das Stil quasi verbogen, dass er nicht raus kann. Und dann quasi, wenn es dann diese Metapher, dass man dann sagt, okay, er kämpft innerlich gegen das O und kann aber nichts tun und bringt den anderen dann brutalst um und hackt dann, weiß ich nicht, 10-mal auf ihm Ei und reißt ihm dann das Herz raus. Und dann dieser innere Kampf, dass der dann so dargestellt wird, wo du auch erst checkst, wenn du das zweite Mal siehst, fand ich auch ziemlich cool. Weil ja, es ist ja am Ende vom Film ist ja auch so, dass er selber gar nicht weiß, dass es ist, bis es halt dann rauskommt, bis er es dann selber realisiert. Ja. An das habe ich nämlich auch gedacht, als ich ihn jetzt nochmal angeschaut habe und er dann da eingesperrt wird und du weißt ja, dass er das eigentlich ist, dann denke ich mir so, ich hab nicht einmal mehr gewusst, wie das aufgeklärt worden ist, dass er da drinnen war. Und da habe ich mir dann schon gedacht, wenn du das weißt, stimmt, das ist sicher so, er ist jetzt in seinem Kopf praktisch eingesperrt und schaut das von außen zu und nimmt das selber gar nicht wahr, dass er das eigentlich gerade verbricht, was er da tut. Und gut, man kann dann sagen, ja, aber das Gewand, was er da angehabt hat, ja, das hat er sich halt einfach nur eingebildet, dass er das Gewand hat, das muss er ja nicht angehabt haben. Das ist wie bei High Tension, wenn du dann sagst, ja, das kann ja so und so gar nicht sein. Ja, es gibt ja Sachen, die wo nie passiert sind, bestimmte Szenen. Das fand ich erst sehr, sehr geil gemacht, weil beim ersten Mal schauen,
denkst du vielleicht nur so, kapier nicht so ganz, wie soll das jetzt wirklich gehen? Und das ist doch total unlogisch. Aber ich finde, das ist, wenn man darüber nachdenkt, sehr schön gelöst. Auf jeden Fall. Also sie haben, das ist ja nicht bloß runterkurbeltes Hammel-Remake, sondern sie haben sich wirklich was dabei gedacht. Und ich finde auch, dass das Pacing ziemlich gut ist. Bis auf ein paar, so soapige Einlagen, so, und jetzt ist der falsche Mann ist gegangen und so, und jetzt aber jetzt ist sie meine Frau und das hast du im Original, haben sie doch auch die ganze miteinander binst. Ja. Los, sag es ihm, dass du zu mir willst. Wie wär's, wenn du mich alleine reden lässt? Ich habe einen eigenen Mund. Aber die Schnauze Schlampe und mach mir ein Steak. Ja, so haben sie es in die 80er, da haben sie noch nicht so viel selber bestimmen dürfen. So war das nur in die 80er so. Ja. Okay. Offiziell. Ich kenn's doch nicht anders. Ja, das weiß ich. Nein, aber gesagt, das ist jetzt wirklich so das Einzige, weil ich muss wirklich sagen, der Film, kein Gramm Fett drauf, er ist sehr unterhaltsam, aber wie gesagt, er hat ein paar so diese soapigen Sachen drin, das wenn jetzt nur weniger war und er hatte dann einfach weniger Laufzeit, das wird dann fast die 2 Stunden, da die sagen, dann kriegt er von mir die Höchstwertung, aber rundum passt eigentlich so weit alles. Rundum und dumm ist er schon rund, gell? Ja, das ist rund. Ja. Ursprünglich hätte Jerry Munzombi die Hauptrolle kriegen sollen, gell? Oh, um Himmels Willen. Was ist jetzt? Scheiß. Lass mich in Ruhe. Also da ist Jamie King ja Gold. Flüssig Gold dagegen. Ja, aber also laut IMDb hat es geheißen, dass Jerry Munzombi da angefragt worden ist, aber sie spielt nur in Filme von ihrem Mann mit und deswegen hat sie das abgelehnt. Gott sei Dank. Gottlob 30. Wir haben weiß nicht, so eine Kategorie haben wir noch nie gehabt, glaube ich, aber was ist denn dein Lieblingskill in dem Film? Da gibt's ein paar. Ich differenziere es jetzt. Und zwar, wenn ich ihn auf der Leinwand in 3D sehe, dann ist mein Lieblingskill der vom Tom Atkins, weil das Unterkiefer ausreißen und ins Publikum einwerfen war Weltklasse. Ja. Das fand ich richtig geil. Und jetzt halt im normalen 2D, weil da kommt der Effekt dann immer so geil was nehmen wir da für einen? Ist das gerade schwierig? Sag mal du schnell eine. Also ich schließe mich da an mit dem Tom Atkins, weil das wirklich sehr geil ist und es ist super gelöst dann quasi mit, wenn er da die Spitzhacke in seinem Kiefer drin steckt und er steht ihm da vom Mund aus und dann das Abreißen vom Kiefer ist mega. Und was mein zweiter Lieblingskill ist gleich am Anfang, wenn er der Frau mit der Schaufel quasi einen Kopf zur Hälfte absticht. Dann fällt der Körper runter und der Kopf rutscht dann so nach vorn. Das finde ich super. Das stimmt, der war auch Weltklasse. Er schaut zwar nicht mehr so gut aus, finde ich. Da merkst du, man sieht CGI ein wenig stark an, aber Nörgeln auf hohem Niveau. Und mein 2D-Lieblingskill ist dann der vom, ich glaube, Ben Foley hat er geheißen, oder? Der alte, bei dem er die Unterlagen für den Verkauf von der Mine kriegt. Ja, genau. Wenn er dann so geil mit dem Gesicht Richtung Spitzhacke drückt und dann einfach mit dem Fuß draufsteigt, dass er dem den Kopf haut. Die war sehr auch fett. Fies. Das allgemein, die sind ziemlich brachial immer dargestellt, die Kills. Also da ist keine Gnade. Ich sage auch, was auch ziemlich krass ist das im Motel mit der Kloren, die da durch den Kopf. Ich wollte es gerade sagen, das ist richtig auch so fies. Heftig. Ja. Vor allem, die Mann lässt da oben stecken und dann zirkt das aus, wenn er die Nockerte jagt und dann fällt es nach oben hinten. Also das war auch schon richtig übel. Ja, wobei man dann auch sagen muss, sie wehrt sich auch ziemlich cool dann, indem das dann das Bett quasi aufstellt und den Bettkasten als Schutz hernimmt, dass er nicht an sie ran kann und so. Also man kann den Opfer in dem Film nicht unterstellen, dass sie sich saudumm gestellt haben, weil wirklich jeder versucht dagegen zu halten. Aber unser Minenarbeiter ist halt einfach ein Tier. Er ist einfach ein Tier, ja. Das merkst du einfach. 20 Jahre Kohlemine, das macht halt einfach ein Viech aus dir. Absolut. Das kennen ja die heutige Jugend, die kennen das nicht mehr. Die haben nur noch lauter Zocken. Das ist ja nur noch lauter Zocken und vegan leben und so ein Zeug, weißt du, das ist klar, wenn es kein Fleisch isst und so ein Zeug. Da hast du keine Kraft nicht. Nein, da wirst du, und krank wirst du auch, weil das ist eine ganz klare Sache. Ja, am Ende musst du auf die Straße kleben, weißt du, das ist alles Wahnsinn. Das ist alles Wahnsinn. Apropos die heutige Jugend, weiß ich nicht, viele Leute wissen das vielleicht auch gar nicht, der Film ist nach wie vor indiziert. Und er hat eine Spio-JK-Freigabe. Also wer den Film sehen möchte, in Deutschland eher nur die geschnittene Fassung. Auwitzwick. Da müsst ihr mal in Österreich fahren, da könnt ihr es euch in Ruhe ungeschnitten anschauen. Ich bin damals sogar nur zweites Mal ins Kino gefahren.
Stimmt, fällt mir gerade ein, weil mir das 3D so gefallen hat. Ich wollte das unbedingt noch mehr auf der Leinwand erleben, aber ich wollte nicht noch mehr auf Minga fahren und dann bin ich auf Braunau umgefahren, weil das nämlich, zu der Zeit waren bei uns die 3D-Kinos noch nicht wirklich gängig. Ja, und dann sind wir auf Braunau haben wir gedacht, passt, ein bisschen Uncut-Movies shoppen, ist damals auch noch schön in die Regale gestanden, heutzutage ist auf Österreich fast, findest du auch nichts mehr. Ja, das stimmt. Aber ja, dann sind wir da ins Kino reingekrumpelt und leider war das Braunauer Kino auch nicht so gut ausgestattet wie das Mingerer und jetzt sind die 3D-Sachen da nicht so toll umgekommen, wie es das eine Mal da in München, als sie unsere Köpfe zärtlich berührt haben. Dann hast du mit mir quasi das schöne Erlebnis gehabt. Ja, aber es war auch, die Berührung hat er vorher ausgemacht, muss ich sagen, weil das war so ein zarter Kopfstoß, das war wie, als da mir Katz anstoßen, die schmusen mich, weißt du das? Ja, so war das. Die war leicht geschnurrt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und ich habe gesehen, dass du ein bisschen geschwitzt hast, weil du ein wenig nervös geworden bist. Das habe ich auch ganz leicht. Und dann habe ich ins Popcorn in deinen Schoß eingelangt und habe gesagt, hey, da unten hast du etwas vergessen, Mike. Ich muss vergessen. Ja. Was habe ich denn vergessen? Den Popcorn drin, ne? Ja, dass du Loch unten reinmachst, damit du da noch reinkommst. Ja, das habe ich gefragt. Ich habe es eigentlich gewusst. Aber das haben wir dann auf der Heimfahrt erledigt. Das hat dann schon passt. Ja, richtig. Ja, da war deine Schwester dabei bei der Heimfahrt. Da haben wir gar nichts da. Ach, was? Meine Schwester? Da war deine Schwester dabei? Ja, Krampfin. Zara? Da hat die nicht mit ins Kino nehmen. Spinnst du direkt. Ach so. Was auch cool ist, der Bloody Valentine spielt ja am Samstag, am 14. Februar, sprich am Tag davor war Freitag der 13. Wow. Das ist quasi, dann muss man sich zuerst das Remake vom Freitag der 13. schauen und dann mal Bloody Valentine, dann hat man eine saubere Timeline. Dann hast du aber eine Timeline, genau, dann hast du es richtig gemacht, das ist die chronologisch richtige Reihenfolge. Cool. Ja. Dass du es weißt, bist der Fuchs. Das ist, glaube ich, an irgendeinem Zettel, sechs im Hintergrund einmal stehe. Cool. Ja, nicht schlecht. Ja, gut, dass ich vom Fach bin, gell? Weil vom Schulplan hätte ich es nicht geschafft. Absolut. Was ich zum Beispiel auch noch sehr gut fand, also jetzt gehen wir schon eher Richtung Ende. Was? Ich möchte nur eine Stunde schmerzen, dann kann ich so jetzt arbeiten. Nein, es geht Richtung Ende des Films. Ja, das passt. Und zwar, ich finde es ja schade, dass er dann am Schluss sein Kostüm nicht mehr anhat. Aber dann, wenn der Sheriff und unsere Hauptdarstellerin vor ihm davorlaufen und er durch den Tunnel geht und zerschluckt mit der Spitzhacke die ganzen Lampen. Und jetzt, wenn er Lampen schluckt, gibt es so einen Flash, quasi, dass er das Kostüm anhat. So diese, so kurze, ja, wie sag ich, so kurze Flash-Sequenzen, wo er jetzt, wenn er eine Lampe schluckt, genau, und dann sieht man in seinem Minenarbeiterkostüm. Fand ich sehr, sehr cool, sehr coole Idee. Obergeil, das war obergeil, ja. Das hat mir richtig gut gefallen. Das hat mir richtig, richtig toll gefallen, hat man das. Aber jetzt ist es trotzdem so. Ich glaube, es ist ja so ein Film, wo man jetzt, glaube ich, schon hübsch alles ein wenig so zusammen hat, ha? Ja, hast du irgendwas, was du sagst, das? Mir nervt das, weil ich möchte, dass der Korbi mehr tut. Weil jetzt hat er schon Druck davor, dass er sich den Film zur Vorbereitung anschaut, dann hat er sich Druck davor, dass er mit aufnimmt, dann soll er mindestens 3,5 Stunden schneiden müssen. Du bist ein richtig boshafter Kerl. Nein, weil mich selbst ankotzt, die stinkfaule Sau, weißt. Aber ist eh klar. Bei dem Film geht's um die Arbeit und das mag ich nicht. Die scheicht da schon über. Ach so, das war, wenn jetzt der Film im Büro spendet, wie bei Mayhem oder sowas, war er gleich dabei gewesen. Da war er gleich dabei, da hast du wieder gedruckt, weil du kannst mit dem Computer nicht umgehen. Richtig. Was aber auf alle Fälle auch cool ist, dass es ja Jensen Ackles in der Hauptrolle und wir kennen als Dean Winchester aus Supernatural und in Supernatural gab es ja auch mal eine Bloody Valentine-Folge. Oder zumindest mit dem Titel My Bloody Valentine. Oh, ich müsste wieder mal Supernatural anschauen. Ja, unbedingt, aber es sind nicht 15 Staffeln, gell? Ja, oder? 15, da hast du. Das ist ein hartes Stück Arbeit, ist das. Das ist auf alle Fälle ein hartes Stück Arbeit, das stimmt, aber mei, was soll's denn da? Und im Ding, jetzt weiß ich nicht mehr wo, irgendwo gibt's da so in irgendeinem Land wird immer eine Liste geführt, wie oft, dass sie über einen Film Australien, glaube ich, Australien war das, genau. Die haben ein Ding, da wird aufgeführt, wie oft, dass sie über welche Filme beschwert wird. Und 2009 war Bloody Valentine auch unter die Top 5 drin, weil sie sich wegen Gewalt irgendwie so beschwert haben bei dem Film. Okay. Sie wollten eigentlich, dass er verbannt wird, und Australien hat ja mal, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber die haben ja damals ein recht strenges Zensursystem auch noch gehabt. Aha, ja. Da hat man ja Glück gehabt, dass er überhaupt durchgekommen ist. Das darfst du laut sagen. Ja. Na, wie gesagt, es ist schon hoher Standard. Also diese ausgewalzte Gewalt, das sucht schon seinesgleichen. Und wie gesagt, war das Original ja auch schon nicht zimperlich in seiner Unrated-Version. Also ja, Slasher-Fans
greifen da auf jeden Fall zu, würde ich sagen. Also von meiner Seite her volle Empfehlung. Da ich auch sagen. Jetzt würde ich aber nur wissen wollen, weil wir reden ja über den Valentinstag, heute ist Tag der Romantik, hat ja lange historische Geschichte, das kommt ja aus, das ist ja schon immer, seitdem wir in der Höhle gewohnt haben, war ja das schon gang und gäbe, dass Valentinstag gefeiert wird und hat überhaupt nichts Kommerzielles an sich. Ja. Mike, du als Herzensbrecher, was war dein romantischster Valentinstag? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe das noch nie wirklich gefeiert oder irgendwie. Weil man geht ja einmal da noch mit zum Essen oder so, aber so bin ich ein wenig ein Klotz. Okay, mein Beileid jetzt an deine Frau. Ja, ich gib's weiter. Na, also, wie gesagt, es ist eben in Vorbereitung, habe ich jetzt meiner Frau gesagt, hey, es ist Valentinstag, wie schaut's aus? Ach, du, was ist? Ja, da ist vom Kinderturnen aus ist eine Faschingsfeier. Ach ja, gut, dann hat er sich quasi erledigt. Also, das Jahr ist auch schon wieder alles hinfällig. Was war dann das romantischste Geschenk? Leck mich am Arsch. Das ist, du triffst mir jetzt voll. Was war deine romantischste Geste? Irgendwas Romantisches wär's doch in deinem Leben mal für deine Frau tun. Das gibt's ja nicht. War bis jetzt keine Berührungspunkte. Nein, ich meine allgemein. Du wärst doch, jetzt dann gehen wir weg vom Valentinstag, wenn du so unromantisches Sau bist. Aber irgendwann musst du doch deiner Frau was Romantisches tun, weil umsonst hat er dir nicht 2 Kinder hingekalbt. Oh Gott. Ja, kocht habe ich. Kochen tue ich gern. Wie ich ausschaue, ist ich ja gern, aber... Das, ja, ich wollte gerade sagen, da wird sie nicht viel davon sehen, von dem Essen, oder? Ja, aber ich koche schon so viel, dass es passt. Weil also, ich muss schon voll werden. Weil sonst, wenn die Leute hungrig sind und ich bin vollgestopft und sitze da voll glatzt von oben bis unten, dann kommt Neid auf, weißt du? Aber so musst du schauen, dass alle rund ums Satz sind, aber dass du das meiste gekriegt hast. Und danach noch sauer Brunskachel schlecken, dann passt's, oder? Jetzt hör halt auf. Ja, aber nein, Kochen, also mit Kochen und so, oder vielleicht mal, was mal mit Kerzerl herrichten oder so, selber kochen mit Kerzerl und so, dann. Gott, bist du ein Vollbauer, hä? Das Haus finster mit Kerzerl. Aber das ist aber dann schon auch das höchste der Gefühle. Das ist eher Kerzen, ja, was ich sage, mit der Romantik, die ist bei mir über eine Klippen abgefallen und hat sich den Hax verstaucht, ganz stark. Also, und seitdem schreit es immer wehleidig. Ja. Und wie ist dann bei dir? Kann ich aussehen, was ist denn bei dir? Ich bin ein Riesenromantiker. Also ich hab einmal für eine Freundin, im Nachhinein ist es immer blöd, wenn du sagst, das ist der Ex-Freundin, dass du Mühe gegeben hast für das Rümpfig. Aber ich habe einmal ein Dinner im Freien organisiert mit so, da habe ich dann auch aus Kerzen so ein großes Herzl praktisch gelegt in der Wiesen und Tische und Stühle dabei gehabt und habe selber gebackene Pizza in Herzform serviert. Entschuldigung, mir ist gerade ein bisschen. Halt doch dein Maul, du warst gern dabei gewesen und hast du die Pizza eingeschoben. Voll gern. Das war richtig du gut. Bist der Wahnsinn, Conny. Du bist der Wahnsinn. Das war schon gut. Dafür kann ich nicht gut kochen. Ja, kann ich auch. Aber ich mag nicht. Salat oben machen ist nicht kochen, Conny. Ja, Happy Meal mitnehmen, das ist mein Kochen. Geil. Da friss einen Cheeseburger und jetzt wird's GT-Beutel da drin, wie ich mit deinem Maul. Ja, so läuft das. Alles gut in so einem Valentinstag. Ja, genau, alles gut. Und dann hast du gehört, ja, der scheiß Nuscheln auf und gibst dann Tritt. Das ist richtig. Das halt auf, ja, aber jetzt ist gut. Nein, ich wollte einfach mal meine romantische Ader jetzt erzählen. Ja, und bevor die Leute gespannt sind, wie romantisch du noch sein kannst, wo sind denn deine Tops und Flops? Also mein Top ist die von dir erwähnte Szene mit den Flash-Szenen, wenn er die Lichter zusammenhaut. Ich finde das so cool gemacht, wenn er da normal geht, haut die Lampen zusammen und dann blitzt er in seinem Minenarbeiterkostüm auf und dann ist wieder normal. Das taugt mir richtig, das feiere ich voll. Das haben wir gestern wieder beim Anschauen, haben wir das wieder gedacht, das ist eine von meinen absoluten Lieblingsszenen aus dem ganzen Film. Ja, kann ich verstehen. Und mein Flop ist halt dann in dem Fall dass halt das Beutel nicht mehr so schön ist, weil er halt wirklich so auf 3D ausgerichtet war, dass er auf dem normalen Fernseher einfach ein bisschen so einen TV-Trash-Look hat, finde ich. Mhm. Aber ja, das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Im Großen und Ganzen gibt's nicht wirklich was, über das ich mich beschweren darf bei dem Film. Aber wie ist denn dann bei dir? Da gehe ich mit. Also ich bin voll bei dir. Wie gesagt, ich finde das also teilweise sehr soapige, das hat mir ein wenig genervt. Hat mich bis jetzt eigentlich nie so richtig genervt bei dem Film, aber diesmal ist mir irgendwie besonders aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, ein wenig weniger davon und der Film war noch straffer und hätte nur ein besseres Pacing. Aber wie gesagt, ich kann mir alles verschmerzen und ein paar Leute hatten sagen, ja, das ist ja Charakterentwicklung, du Saubauer. Aber ja, es war mir ein wenig zu soapig, die ganze Gaudi.
Ja, und mein Top hat die Kills, seien wir nicht best. Das ist ein waschechter Slasher, wie man sie den vorstellt, mit coole Angriffsszenen, mit wie gesagt die Szene in dem Stundenhotel oder dann diesem Supermarkt, mega coole Szenen und dann diese Auflösung, wie die Leichen ausschauen, wie es aufgebrochen werden und so. Das ist in dem Film saugeil umgesetzt. Das stimmt, ja. Und wie schaut das? Haben wir da unsere 3 Ts? Wie schaut's denn da aus? Der Triple Threat, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, aber sagen wir mir Titten, Mike. Yes. Oh, das ist ausführlich auf alle Fälle. Ausführlich. Das ist schon schön. Aber dafür, wie weißt du, wie schaut es mit Trompeten aus? Nein, haben wir nix. Kein Trompetchen für die Damen und für manche Herren. Und wie schaut es mit toten Tiere aus? Ich spekuliere vielleicht Gott. Das ist immer meine Achillesferse, diese toten Tiere, aber ich glaub's jetzt nicht. Ich glaube, nein, tote Tiere haben wir nicht gehabt. Wir hätten, weil heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist unsere Barbarian-Folge rausgekommen. Und wenn man die entfernten Szenen anschaut auf Disney Plus, dann müsste man unsere Folge beim Triple Threat verbessern. Da gibt's nämlich dann doch ein totes Tier. Echt? Ja. Kann man überhaupt kann man Bonusmaterial bei Disney Plus so schauen? Ja, ich hab's auch nicht gewusst. Aber das haben wir dann, der Seppe hat gesagt, er kotzt gleich, er schaut sich nämlich gerade diese Szene an und dann haben wir es mir auch angeschaut, ja, und da beißt die Mom dann ratzt den Kopf ab und spuckt dem Justin Long das Zeug ins Maul rein, richtig asozial. Oh, die Szene war doch nur geil gewesen. Ja, voll, die ist wirklich gut. Die anderen Szenen, das ist gerade so ein bisschen blabla, das interessiert keine Sau, aber die Szene ist super und sie hätten dann ein zweites T verdient. Wollten sie anscheinend nicht, selber schuld. Wahnsinn. Selber schuld. Zack Cracker, was ist los? Vollidiot. Genau, Sackrigeur. Dein Cousin, der Ralf Finet, ist stinksauer. Der Ralf Finet, der hält das nicht aus. Nein, der hält das echt nicht aus. Ah, ja, schön. Ich bin jetzt auf alle Fälle in romantischer Stimmung. Absolut. Ich bin jetzt in romantischer Stimmung. Ich gehe jetzt oben und wirf die Alte über den Tisch. Oben über den Tisch? Nein, über den Tisch, weißt du. Ah, okay. Dann gibt's ein bisschen Spanking. Und weiß ich nicht, was das ist. Dann gibt's einen Latz auf, damit es rutscht und ab geht's. Wie läuft's bei dir da? Also, wenn du so redest, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jemals romantisch warst. ich hab noch nie Sex gehabt, weil ich immer gemeint habe, es geht so. Ja, ich glaube auch. Immer so beim Auszug und dann gleich diesen hier. Und dann hast du gesagt, ja, was tust du? Das tun sie die Pornos auch. Nein, nix. Ja. Und Backel Hackfleisch beschwert sich nicht, oder? Eben, genau. Das beschwert sich nicht, das stimmt. Ja, hab mich voll gefreut, war wieder schön und guter Film, kann ich nur empfehlen da draußen. Ja. Und kann ich, was müssen die Leute da für uns, ja, für sich selber und für uns. Satz mal zu uns romantisch und zeitgleich dann auch zu euch romantisch, indem ihr euch Steady-Abos auslasst. Schenkt eurer Holden ein Steady-Abo zum Valentinstag, romantischer wird's nimmer. Dafür wird's Blowjobs noch und nöcher kassieren, da wette ich. Und auch unsere Hörerinnen, die dürfen uns natürlich auch ihren Partner schenken, weil dafür wären es auf alle Fälle, wenn's die Leckmuscheln noch kennt aus den 90er, die Gürteldinger, als Dank wird's es behandelt wie die, da garantiere ich euch. Also besser geht's nicht, macht's seine Partner diese Geschenke. Ja, und dann darfst du Glocken drücken, das mögen's einmal. Das machen sie dann bei der Leckmuschelarbeit. Genau. Sehr schön. Ansonsten sagen wir, wünschen wir euch heute noch einen schönen Valentinstag, das schön schmusen, verteilt zwar Bussis, überall hin, mir ist wurscht, ich gebe Mike später auch noch eins. Unbedingt. Keine kriegt keins, weil er nicht dabei war, der Vollidiot. Bist du ein grober Teufel, ha? Ja, der regt mich richtig auf. Jetzt lass noch wieder mal. Ja, okay. Aber dafür küsst ihr seinen Hund wieder. Ja, und wenigstens einen. Ja, eben. Einer von der Corbinian-Brut kriegt auf alle Fälle einen Kuss von mir. Und passt. Dann würde ich sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein bei uns. Beim besten Podcast. Nein, zuerst, er redet normal, gell? Beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Valentinstag. Oder von Harmony. Jetzt wissen wir wenigstens, wie die Stadt heißt. So hat die geheißen, stimmt. Ja. Ja, toll. Passt. Also dann, Wiederschauen. Wisst Bescheid. Servus und hab ich die Ehre, schön, dass du da warst.